So, da wären wir. Das erste Mal live. Das erste Mal in Farbe und mit Kamera. Wer hätte das gedacht? Ja, ich habe jetzt ewig lang rumprobiert, bis ich mal die Kamera gescheit zum Laufen bekommen habe. In nicht Ruckelqualität, sag ich mal. Dazu musste ich leider auch schwarz-weiß einstellen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so das Problem. Ich hoffe, man hört mich gut. Sollte aber nicht das Problem sein. So, wir werden jetzt Blendezeit 2 spielen. Wer hätte das gedacht? Auf dem Server Kobalt, EU-Region für die Terranische Republik. Ja, ich werde zwischendurch vielleicht ein bisschen was erklären, vom Spielprinzip her. Und ja, gehen wir einfach mal ins Spiel rein. So, Startplanet sind wir jetzt auf Inda. Bob, bob, bob. Startraum Warpgate Inda. Sehr nice. Ich spiele immer als Engineer. Habe ich seit Anfang an gespielt. Diese Klasse sagt mir eigentlich am meisten zu. Wo ist er? Hier. Kurz vor Level 25, wie man sieht. Ja. Bewaffnung habe ich hier meine MP46 Armistice, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Mit folgenden Attachments. Ich habe hier Reflexvisier drauf, zweifache Vergrößerung, Schalldämpfer, Frontgriff, Teilmantelmunition. Für den Tag, bei Nacht ist fast das gleiche drauf, allerdings habe ich da ein Nachtzielfernrohr. Dabei habe ich hier mein Mana-Geschütz, normal Granaten halt und Munitionspäckchen. Yep. So, dann suchen wir uns mal hier Squad aus. Gucken wir erstmal, ob hier was los ist. So, grüner Bereich gehört uns. Ich habe das alles, die Farben umgeändert. Also grün sind Freunde, rot sind Feinde. Ich habe auch extra unterschiedliche Rottöne genommen, damit man da was unterscheiden kann, wer jetzt wer ist. Die Vanu Sovereignty ist rechts unten. Wie man sieht, am stärksten vertreten sind hier, wie heißen die, New Conglomerate, komplett den Norden eingenommen. Und hier sind gerade die Reibungspunkte, wo es aufblinkt. Werden wahrscheinlich gerade alle 3 Fraktionen drum kämpfen. Hier hinten verlieren wir immer mehr Land. Schauen wir mal, wie es auf dem anderen Planeten aussieht, auf Esamir. Oder auf Amerisch. Oh, Amerisch. Wir haben jetzt natürlich eine ungünstige Zeit erwischt, weil, wie viel Uhr haben wir hier? Sind alle auf Arbeit, hier um kurz vor 11. 20 vor 11. Da ist nicht so viel los. Ich glaube, da sind wir hier auf Inda noch am besten bedient. Ja. Suchen wir uns einen Squad aus, der auf Inda unterwegs ist. Ja, sind auch die meisten. GETF. Die sind eigentlich gut strukturiert. Also nicht wundern, wenn jetzt als jemand zwischen rein labert. Das ist dann im Ingame Voice Chat. Gehen wir mal da rein. Bravo Trupp. Alles klar. Schauen wir mal auf der Karte, wo wir spawnen können. So, die sind hier. Machen wir hier einfügen drücken. Kommen wir direkt bei unserem Squad Leader raus. Zack, zack, und schon sind wir da. Hier merkt man schon, hier geht's schon ab. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Na super. Der Feind hat die Einrichtung. Eine kostspielige Niederlage. Das ist jetzt natürlich schade. Uiuiui, Schrotflinte. Da haut's einen direkt weg.
Kampfrang 61. Ja, so, jetzt sind wir tot. Jetzt können wir in der Umgebung irgendwo spawnen. Und Einsatz. Ich hoffe, die Qualität ist stabil. Wir wechseln mal auf Nachtsicht. Zack. So sieht das aus. Sieht man die Feinde natürlich. Sehr schön. Immer schön auf die Minikarte gucken, wenn Leute gespottet werden. Mit Q kann man die spotten. Bauen wir noch das Geschütz auf. Ich habe jetzt zum Glück mal mein Reparatur-Kit, sage ich mal, auf die letzte Stufe abgegradet. Das heißt, mit 2-mal Überhitzen schaffe ich es jetzt, ein Geschütz fertig zu reparieren. Das war vorher nicht möglich. Jetzt dauert es ein bisschen, bis wieder aufgeladen ist. Zack. Und da sind wir schon wieder. Als nächstes werde ich meine Punkte darauf investieren, dass ich meine Munitionspäckchen voll upgrade. Da brauche ich auch nochmal 500. Zack. Hier noch rein. Gucken wir mal, ob hier einen wegknallen können. Nee. Niemand da. Schauen wir mal, ob was noch kaputt ist. Moin. Da ist noch alles ganz. So. Moin. Also nicht wundern, ich werde jetzt auch hier im Trupp, wenn einer redet, natürlich antworten. Kriegt man immer links unten dann eingeblendet. Also nicht wundern. So, dann schauen wir mal. Squad-Punkt haben wir jetzt noch momentan keinen. Also laufen wir mal zum Platoon Point. Zack. Und zack. Wir können natürlich jetzt auch mal ein Fahrzeug nehmen. Aber wie weit ist das? 700 Meter. Ist eigentlich nicht so weit. Kommt einmal. Och, na super. 500 Meter, noch besser. Ihr glaubt gar nicht, was das hier für ein Act war, das hier alles einzustellen, ey. Stundenlang war ich da gesessen, habe wieder aufgenommen, abgebaut, bis ich mal hier eine ordentliche Qualität, ich sag mal, einigermaßen ordentliche Qualität hinbekommen habe. Ich hoffe, man erkennt das Spiel auch jetzt, wenn man sich das anguckt. Nicht, dass er wieder alles wie ein Arsch war. Da tobt schon die große Schlacht. Hoffentlich hauen die uns da nicht direkt weg. Schauen wir mal, was hier abgeht. Das ist natürlich hier der Nachteil. Man kann nicht so weit gucken damit. Wow. Scheiße. So soll das natürlich nicht ablaufen. Skype. So, wo liegen wir? Hier. Kurz vorm Ziel. Skype Nordost. So, Thunderer aufgebaut. Thunderer Spawnfahrzeug, sehr geil. Direkt an der Front. Können wir natürlich direkt loslegen. Ah, die haben da auch einen feindlichen Thunderer aufgebaut. Wir versuchen da jetzt mal anzukommen. Jawohl. Gehen da außen rum. Hoffen, dass das jetzt klappt, ungemerkt. Man hat gehört, hier ist irgendwo ein Scharfschütze. Kann leider nicht ausfindig machen jetzt. Bisschen nervig. Schutzschildgenerator kritisch. Generator zerstört.
Felix 7 Norden. Schauen wir mal, wie wir da jetzt am besten reinkommen, ohne dass wir direkt hier weggenatzt werden. Oh, das könnte knapp werden. Ist gerade einer gespawnt. Schutzschildgenerator kritisch. Schauen wir mal, ob wir da irgendwie reinkommen. Da steht Panzer. Natürlich ein bisschen nervig. Generator repariert. Aber der ist hier so fokussiert, da kann man uns vielleicht vorbeischleichen. Oh. Schade, hat nicht gereicht. Jawohl, da haben wir doch schön noch ein Heady mitgegeben. Nice. Mal ein Stückchen näher ran. Oh! Nein, da hat er mich. Ist aber nicht der beste Schütze, sagt. Ah, okay. Da können wir nichts mehr machen. Generator stabilisiert. So. Sandra hat sich noch nicht bewegt. Steht immer noch vorne an der Front, okay. Ja, gehen wir da wieder rein. Oh. Hier, das sind die Punkte, die man einnehmen muss. Dran stehen bleiben, dann nimmt man sie kurz ein. Und dann muss man warten, bis dieser Timer hier unten, man sieht die Zeit laufen, wir haben jetzt hier noch 58 Sekunden. Wenn wir die hier halten, haben wir diese Basis hier eingenommen. Das heißt, hier könnt ihr spawnen, müssen den Feind hier vertreiben. Hier eine Spawn Beacon. Kann man als Truppführer, kann man die, wenn man die geskillt hat, kann man die aufstellen. Wir können hier die Trupps sich mit einer Kapsel runterbeamen lassen. Verteidigen wir hier mal einen Punkt. Da hinten ist der Spawn-Punkt von den Feinden. So, da haben wir die Basis eingenommen. Heute als würdig erwiesen. Zack. Oh, da schießt er mich noch durch den Stein, okay. Das habe ich schon öfters bemerkt, dass das anscheinend möglich ist, dass wenn man noch kurz hinterm Stein ist, dass man die äußeren Kanten vom Stein noch durchschießen kann. Ist ein bisschen lame, aber was will man machen, ne? So. Okay, da haben wir die Spawn Beacon aktiviert. Zack, so sieht das aus. Sehr nice gemacht. Auch ein, auf jeden Fall ein Muss, dass man das als Truppführer skillt. Auf jeden Fall. Braucht man auf jeden Fall. Da war man ein Stückchen zu spät. Ich
Ich hoffe, es gibt noch eine schöne Szene, wo ich euch das Mana-Geschütz schön präsentieren kann. So. Fahrzeugspawner. Zack. So. Können die Leute sich hier wieder ihre Fahrzeuge holen. Wo müssen wir hin? Da hinten, alles klar. Und ab geht er. Oh, ich muss darauf achten, laut genug zu reden, dass hier die Voice Activation funktioniert. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht die ganze Zeit so abgehackt, wenn ich hier irgendwas leise in meinen nicht vorhandenen Bart nuschle. Ich denke, es wird kein Problem sein. Wenn es doch ein Problem ist, schreibt es mir hier, keine Ahnung, Facebook in die Kommentare, wenn ihr durch den Link in Facebook hergekommen seid. Wenn nicht, schreibt es mir hier in die Kommentare, wenn das möglich ist, weiß ich gar nicht. Kann man unter ein Video kommentieren? Keine Ahnung. Schreibt mir eine Message. Irgendwas. Oh, jetzt werden wir gerade unter massiven Beschuss hier. Was schießt denn hier? Oh. Brauchen wir nur mal einen ordentlichen Kopfschuss. Ist man die Feinde auch los. Oh, jetzt wird aber gefährlich hier. Naja, die umkreisen mich hier gerade. Generator stabilisiert. Guck ich mal, dass ich mich hier im Busch verstecke oder so. Ja gut. Kann man nichts machen. Schutzschildgenerator kritisch. Was hier passiert ist natürlich auch nicht nice. Sollten vielleicht eher versuchen, hier wieder unsere Gebiete zurückerobern. Aber der Truppführer möchte das nicht. Er möchte weiter ansetzen. Nö, gar nicht, er möchte verteidigen, okay. Verteidigen wir. Ja, Verteidigung ist immer ein bisschen ruhig. Ja, kriegst du mal ein bisschen Muni. Bedien dich. Das Doofe ist natürlich auch, ich habe hier eine Waffe, die ist für kurze Reichweite, mittlere Reichweite. Auf lange Reichweite verliert die ratzfatz an Stärke. Da unten haben wir einen. Vergessen zu spotten.
Wo ist er hin? Wahrscheinlich knallt er mich jetzt gleich ab. Ah, da hat er ihn erwischt. Sehr nice. Punkt zurückerobern. Zack. Oh, da nehmen sie es schon wieder ein. Was ist da denn los? Ah. Was hat denn der für eine Waffe? Ah, wieder hier so eine Schrotflinte, glaube ich. So. Ich wechsle mal wieder die Waffe auf Tag. Wir nicht durch die Gegend laufen. Das ist das Gute, dass er hier die Spawnbeacon direkt hier auf das Dach gesetzt hat. Ui, wo komme ich denn runter? Hat er die Spawnbeacon verlegt oder was? Ah, tatsächlich, das ist jetzt natürlich schlecht. Wäre besser, wenn er die da oben gelassen hätte, da können wir den Punkt besser verteidigen. Ah, egal, wenigstens habe ich noch mitgenommen. Die General Blunt. Kampfang 33. Ja, da hänge ich mit meinen 24 ein bisschen hinterher. Aber dennoch ist das kein Ding der Unmöglichkeit, hier da was zu reisen, wie man gesehen hat. Hier geht's natürlich wieder ab gerade. Schauen wir mal, ob wir da hochkommen. Das wäre natürlich eine coole Sache. Ja, sieht schon mal gut aus. Greifen wir hier über den Balkon an. Da kommt er. Für 2 Leute ist das Magazin leider zu klein. Ach scheiße, jetzt haben die auch noch hier einen Medic dabei. Jetzt kriege ich wahrscheinlich den Kill nicht mal angerechnet. Ist nämlich so, wenn man stirbt und wieder wiederbelebt wird, dann guckt der andere in die Röhre. Gibt's keinen Kill dafür angerechnet. Der muss definitiv mehr gespottet werden. Och, Max-Einheit, da machen wir uns lieber mal vom Acker. Max-Einheit, da macht man nicht viel als Infanterist. Außer man ist schwere und hat keine Ahnung was für eine Waffe. Ultimative Waffe auf Doom. Feindliche Moon. Oh, vielleicht kommen wir jetzt hier zum Einsatz mit unserem Geschütz. Zack. Schauen wir mal. Das ist immer so eine Glückssache. Kommt einer, kommt keiner. Da unten kommt schon mal ein roter Fleck angelatscht. Jawohl. Also das Geschütz hat auch keine Munition, es hat nur eine Überhitzungsanzeige.
Mit Zertpunkten kann man immer das Mana-Geschütz upgraden. Dadurch erhält man eine längere Überladezeit. Das heißt, man kann länger ballern. Das hier ist eine Max-Einheit, schwere Kampfeinheit. 2 riesige Geschütze, langsam, stark gerüstet. Kann man allerdings nicht heilen, nur reparieren. Wir nennen das taktische Überlegenheit. Hat auch kein Schild, wie der normale Infanterist hier in Blau angezeigt. Er hat 2 Lebensbalken. Da sieht man halt, als normaler Infanterist einfach schlecht gegen aus. Kannst ja nichts machen. Wenn er hier mit seinen 2 Geschützarmen kommt, dann macht er einen einfach weg. Da ist wieder der Feind drin. Jetzt mal grad. Schwerer feindlicher Panzer gesichtet. Schwerer Panzereinheit des Feindes. Gleichermaßen verteidigt, gibt es wieder Punkte. Zack. Die Einrichtung wurde gesichert. Schwerer feindlicher Panzer gesichtet. Ich verstehe nicht, warum unser Trupp hier immer noch Kontakt zu schwerer da hinten Panzereinheit des Feindes. drauf ansetzt. Für mich hier unnötig 2 Frontenkrieg. Die kommen hier von links runter mit ihren Panzern von The Crown. Und von hier rechts können wir nicht raus, weil sie uns hinten das Ding wieder wegklauen. Und dann bringt uns das auch nichts, weil wir keine Anbindung an unser Gebiet haben. Ein bisschen unlogisch. Mal vielleicht ein anderes Team nehmen. Schauen wir mal. Das ist ja alles das Gleiche. Wohl. Gucken, was die hier treiben. Sind schon weiter weg. Aha. Ja, das macht mehr Sinn. Lass uns mal zum... Ist das Redeploy müsste das sein? Hoffe ich jetzt mal. Nicht, dass ich hier, keine Ahnung, an den Arsch der Welt komme. Ist mir auch schon passiert. Habe ich hier, ich glaube, I gedrückt. Genau, Redeploy. So, jetzt bin ich so gesehen wieder frei verfügbar für irgendwelche Spawnpunkte. So, was machen die? Laufen hier wild rum und wollen hier ansetzen. Okay. Jetzt können wir natürlich auch mal mit einem Flieger einfliegen. Zeige ich euch mal, was mit den Fliegern auf sich hat. Wie cool die sind, wenn man es kann. Also ich kann es nicht. Wahrscheinlich werde ich jetzt gleich wieder aus der Luft geholt. So, zack, Moskito, Einzelsitzer. Upp. So, schauen wir mal. Das sehen wir schon. Das war ein bisschen an Höhe gewinnen. Den Flieger, muss ich sagen, kann man richtig cool aufrüsten. Kann, so ein 16er Raketenpack kann man bei dem ausrüsten. Macht richtig geil Schaden, kostet allerdings 1000 Punkte, was in meinen Augen verdammt viel ist. Also bis man mal 1000 Punkte zusammengesammelt hat, das dauert schon seine Zeit. So, schauen wir mal, was hier abgeht. Dann werde ich gleich hier vom Himmel geholt. Mit irgendwelchen Geschützen. Nein, noch nicht. Sichtkontakt zu Feindflugzeug. Klingt hier mein Handy. Weit? Jo, was geht? Was mache ich? Gucken. Ja, war cool, ne? Ja klar. Heftig. Ja, das ist zeitverzögert. Jo.
Das ist alles zeitverzögert, da ist so ein Ding drin. Keine Ahnung. An die 5. oder was? So, da sind wir wieder. Lustiger Anruf von meinen Kollegen. Sag ich mal hier, nette Grüße an den Siggi. Und an den kompletten 2. Zug von der 5. Die auf Arbeit hocken und ich hier noch schön meine Eier schaukel zu Hause. Wir haben hier gerade meinen Stream an. Und finden das jetzt abartig lustig. Lassen sich den Arsch ab. Ja. So, hiermit getan, Siggi. Flugeinheit identifiziert. Uah. Generator repariert. Ups. Hat's Aussteigen nicht mehr gereicht. Egal, Sandra vor Ort. Habt ihr auf der Arbeit wenigstens noch was Hübsches zu gucken, wa? Ihr Lackaffen. Schauen wir mal, was hier so abgeht. Wir noch hier 2,5 Minuten warten, bis wir hier die Base eingenommen haben. Also hier fliegt so ein scheiß Flieger die ganze Zeit rum. Vielleicht können wir den hier mit dem Mana-Geschütz runterholen. Wo ist er denn? Achtung, in der Nähe befindet sich eine schwere gegnerische Einheit. Oh, das war knapp. Wo ist der Sanitäter? Medic wäre jetzt natürlich nicht schlecht, aber keine Ahnung, wo ich jetzt einen finden soll hier. Hier ein Medicum? Nein. Anni? Nein. Ich brauche hier einen Sanitäter! Ah. Wow, was geht denn hier ab? Flugzeug im Anflug. Eine Minute, dann haben wir die scheiß Base hier. Können wir ja uns hoffentlich verpissen. Wo will denn der hin? Der behindert? Da mal. Na gut, wenn er lieber brennen will.
Was macht denn der? Ich glaube, der hat gesoffen. Ich bin besoffener Hartz-IV-Empfänger. 100 Pro. Nutze den Vorteil. Bitte, der überfährt mich jetzt noch gleich. Oh, was für Tag. Jawohl. Fliegen hat bei uns Tradition. Sehr schön. Jetzt rennen wir wahrscheinlich rein. Da liegen wahrscheinlich einen Haufen Minen. Oh, Medic. Merci. Oh, Generator reparieren. Das Schutzschild, dann könnt ihr mit ihren Fahrzeugen nicht mehr rein. Generator repariert. So. Weiter geht's. Ach, da oben ist das. Reparieren wir hier noch das Ding, damit die Leute sich hier Fahrzeuge holen können. Zack. Holen wir uns denn? Was holen wir uns denn? Thunderer. Ist ein bisschen klobig das Ding. Allerdings verteile ich hier mit Munition an die anderen Fahrzeuge und ich kann es als mobile Spawnstation benutzen. Was natürlich sehr geil ist. So, wo fahren wir hin? Da hoch, alles klar. Und es sind natürlich noch 11 andere Leute drin Platz. So, zack, nehmen wir mit. Was auch geil ist, lenkt natürlich ohne das Lenkrad zu bewegen. Sehr geil. Hat ein bisschen was von einem Bingo. So, da oben ist unser Ziel. Oh je, den Berg kommen wir ja nie hoch. Das ist ja wie so ein typisches Bundeswehrfahrzeug. Sobald es berghoch geht, ist man schneller, wenn man läuft. Rum hier. Da hört Welt auf. So, super, jetzt müssen wir wieder. Oh je, was kommt denn hier angeflogen? Wie lange dauert's? 4 Minuten. Dann haben wir die Basis eingenommen. So lange müssen wir jetzt leider hier warten. Das ist ein bisschen nervig. Vor allem, wenn man hier Punkte einnimmt, aber keine Feinde kommen. Dann langweilt man sich hier echt zu Tode.
Spawnbeacon aufgesetzt, sehr vollbildlich. Die Landschaft ist einfach sehr geil. Sehr geil gemacht, die Karten. Auch in Inda und ne, Inda sind wir ja. Amarish und Esamir. Wie wir sehen, hier haben wir Ladeplattformen für Flieger. Das heißt, wir haben hier irgendwo auch einen Flugzeugspawner. Ich sehe irgendwo rumstehen. Theoretisch. Aber bis jetzt habe ich noch keinen gefunden. Das ist der Spawnbereich für die Feinde. Kann man leider nicht reinschießen. Aber die können, soweit ich weiß, rausschießen. Kann man auch nicht reinlaufen und nix. Und wenn man zu nah rangeht, kriegt man kontinuierlich Energie abgezogen. Da ist man in ein paar Sekunden weg. Den Fahrzeugspawner hätten wir jetzt hier einen Scharfschützen, der könnte das. Jetzt hat er den eigenen Mann gemessert. Richtig cleverer. Scharfschütze könnte das hier jetzt übernehmen, sag ich mal. Dann könnten wir jetzt hier unser Fahrzeug spawnen, obwohl wir gar nicht die Basis eingenommen haben. Unten in der Karte sehen wir jetzt hier so einen großen Kreis. Das ist ein Gebiet, in dem wir jetzt unseren Sandora nicht aufbauen können. Denn Sandora, sonst könnten wir hier 20 Sandora nebeneinander stellen und hier alle Leute könnten hier auf einem Haufen rauskommen. Damit das verhindert wird, gibt es hier so einen Bereich, wo kein zweiter Sandora sich aufbauen kann. Das heißt, ich müsste jetzt hier an die Ecke fahren. Da könnte ich dann meinen Sandora aufbauen, damit da Leute spawnen. Aber völlig unnötig, weil für was soll ich denn aufbauen? Hier haben wir eh nichts zu tun. Der hat sein Fahrzeug gesperrt. Rechts haben wir die Anzeige vom Fahrzeug. Da läuft auch normalerweise ein Timer runter. Aber da sitzt jetzt gerade einer drin wahrscheinlich, ne? Ja. Also wenn keiner drin ist, läuft ein Timer runter. Wenn der Timer abgelaufen ist, zerlegt sich das Fahrzeug. Spawn bieten. So, jetzt haben wir eine Operation. Nachtrausch, Gleichstand. Schauen, was überhaupt die Operation ist. Wo wird die angezeigt? Keine Ahnung. Das Argent. Werden die doch hier irgendwo angezeigt. Naja, wird nicht so wichtig sein. Keine Ahnung. Stay frosty. This fight is all but won. So, wie lange dauert es noch? 18 Sekunden. Können wir ja auch wieder weg. Drei, 2, 1, Feuer. Loyal bis zum Tod. Starke Durchgeschlossenheit. Weiter geht's. Kommt Leute, alle rein. Wenden in 20 Zügen. So. Schauen wir mal, wo es jetzt hingeht. Wo sind wir? Hier. Also links runter. Ist klar. Hier sehen wir schon einen Unterschied. Wie es aussieht, hat der Speed Upgrade, das habe ich noch nicht, weil ich mir erstmal meine
mein Engineer upgrade, bevor ich hier an meine Fahrzeuge rangehe. Oder? Ah ne, da hat einfach doch schon mehr Schwung gehabt. Ja, hat er sich mal ein bisschen verfahren? Nö. Oder nicht? Doch, wie kommt man da hoch? Man weiß es nicht. Ist das Jump Pads oder sowas? Ah, ja. Kommt man hier nicht hoch. Ah, hier gibt es einen Fliegerpunkt. Oh, was wird hier geschossen? Gleich mal abchecken. Das ist natürlich total clever hier. Was gut, da sollen sich da oben die mal kloppen. Wir nehmen hier schön die Basen ein, Nutze den Vorteil. bevor die uns hier abschneiden. Das war natürlich übelst schlecht. Echt, Quatsch, dass sich ja oben immer rumkloppen. Das ist ein großer Fehler, der meistens gemacht wird, dass die Leute dann an einer Stelle sich hin und her betteln und am Arsch auf der anderen Seite von der Karte die ganzen Basen wieder verlieren, weil sie sich nur auf einen Punkt konzentrieren. Das ist immer gut, wenn sich hier so eine Gruppe zusammenschließt Zu siegen hat bei uns Tradition. und an anderer Stelle versucht wieder Gebiete dazu zu gewinnen. So, gehen da zurück. Klopp. Warte mit, ja. Wohin jetzt? Schauen wir mal, wohin der Punkt uns leitet. Nirgends. Next Waypoint, hallo, hallo. Next Waypoint, please. Wohin, wohin? Führer für uns irgendwo hin. Oh, leck, wo sollen wir denn da hinkommen? Müssen wir hier rechts rum. Das wird jetzt ein langer Weg, bis wir da sind. Gut, dass wir auch alleine fahren. Keiner das Geschütz bedient. Warum auch nicht? Alle Mann mir nach. Wow, was geht denn hier ab? Speedbumper. So, ging ja schneller als gedacht. Generator repariert.
Zack. Pandora steht. Jetzt können die Leute da spawnen. Da siehst du, haben wir schon den ersten. Abstauber. Egal. Kill ist Kill. Dass sie immer diese scheiß Geräte wegmachen. So unnötig. Oh, gut gelandet. Oh. Ach ja, immer dieses Rumgesuche, bis man mal jemanden findet, den man abknallen kann. Schrecklich. Einer sitzt im Thundera am Geschütz. Auch nicht schlecht. So, jetzt ist er raus. Timer beginnt zu laufen am Thundera. Sehen kann. 20 Minuten hat er. Später. Ja. Achtung, hier Einheit. Schade. Sonne blendet jetzt. So. Super gut. Wie viel Bonus kann ich noch bekommen? Einer. Sehr gut. Am Tag hat man nämlich 5 Boni, die man erlangen kann durch was auch immer. Reparatur, Leute killen. Kapsel. Ja. Um halt am Tag einen XP-Bonus zu bekommen. Das heißt XP-Bonus, ein Erfahrungsbonus für Zertifikationspunkte. Loyal bis zum Tod. Starke Das ist durch für uns. Entschlossenheit. Jawohl, Stärke durch Entschlossenheit. Schauen wir mal bis zum Thundera kommen. Upp, da ist er. Überreden wir dem sein Buggy noch. Zack, zack, zack. Weiter geht's. Schauen wir mal, wo wir jetzt hingeleitet werden. Schießt denn da? Mensch.
So. Sichtkontakt zu feindlichen Flugzeugen. Der soll sich nochmal zeigen hier. Oh ja, ist auch nicht schlecht. Dann pusht er mich, repariere ich hier ein bisschen. Auch nicht schlecht. Ups. Wow. Sehr geil. Ich repariere schneller als sie schießen. Top. Kann ja gar nicht besser laufen. Könnte mich mal schön pushen hier. So, wie lange müssen wir hier noch rumgammeln? Eine Stunde. Ach ja. Stunde, eine Minute. Oh, nicht überfahren, nicht überfahren. Jockel. Bin mit dem nicht in Ordnung. War mal gelandet. Nutze den Vorteil. Ja, 17 Sekunden damals. Jawohl, auf die Distanz, sehr nice. Eine Sekunde noch. Zack. Meuchelmord. Die Einrichtung gehört uns. Sehr schön. Sichtkontakt zu feindlichen Kampfflugzeugen. Feindliches Kampfflugzeug identifiziert. Die Leute beim Rückwärtsfahren nicht aufpassen können, ich verstehe es nicht. Echt nicht. Oh, Stronghold. Schwer einzunehmen.
Nicht der andere da aufgebaut. Und Rindo. Schauen wir mal, wie weit wir kommen, bevor es uns zerlegt. So, den wären wir schon mal. Ich will noch den Punkt suchen, wo der ist. Keine Ahnung. Wo ist dieser Punkt? Keine Ahnung. Tja. Aha. Da ist der Übeltäter. Nett. Ja, nice. Oder einen Nate reinschmeißen? Leider nein. Das wäre zu geil gewesen. Schade. Dass wir hier oben drauf kann, ist schon richtig nice. Aber für dieses ist eigentlich sau dumm. Aber der Name ist echt gut hier. Stronghold, überall die Türme, stark verteidigt. Überall Schutzwände. Also letztes Mal, als wir hier waren, da war hier, hatten die hier so gut verteidigt, da konnten wir echt gar nichts machen. Wobei man auch sagen muss, das gegnerische, mein eigenes Team, die waren dann nur mit Panzern hier außen rum gestanden, wie die Idioten. Wir haben echt gar nichts gemacht. Dann bist du dann hier mit 2 Mann da reingerannt, das war natürlich absolut nix. So, wie lange müssen wir das hier noch halten? Oh, wir verlieren es gerade. Fuck! Schade. Trollhunter. Ja. Steht man Thunderer noch? Ajo. Der ist aber näher. Ist natürlich auch mutig hier, sich genau vor die Tür zu stellen. Aber jetzt kommt er auch noch hier. Wie ist das? Liberator. Hab ich denn jetzt für eine Waffe? What the fuck? Klasse gewechselt oder was? Was geht denn jetzt ab? Hallo?
Nö, nö. Leichte Angriffseinheit findet nicht statt. Ist das? Schade. Zeig mir, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Deutsche Eiche. Och jo. Clay Bayron VSC. Ach, wenn du das sagst. Gut, dass der Sandro wenigstens noch steht. Kann ich den auch näher ranfahren? Hoffentlich ohne, dass er... Nee, ich lasse den lieber hier. Wenn ich mir das Bombardement hier mal so angucke. Oh, fuck. Reiß dich zusammen. Mal den Einschlag gesehen. Jetzt haut's einen direkt. Aber schön, wie sie jetzt alle bei mir spawnen. Jawohl. Die Warnungssouveränität hat die Einrichtung erobert. Ja, wie ich gesagt habe, kommen wir dann so schnell nicht mehr rein, wenn man da einmal draußen ist. Haben hier schön die Seite hier freigekämpft. Das wird auch gerade wieder zurückerobert. Ah, das ist Schwachsinn jetzt hier gegen den zu spielen. In der Zeit holt uns nämlich hier das New Conglomerate hinten alles wieder weg. Totaler Schwachsinn, vor allem er ist eh schwach. Und vielleicht eher mal hier Richtung Norden pushen. Das ist jetzt meine Idee. Vor allem weil die hier mit Flieger kommen können und wir mit nichts. Was machen wir denn jetzt? Wie sieht es denn bei den anderen aus? Dieser mir. Kein Feind. 1 bis 12. Nix los. Bei Amarich. Bis 12 Feinde. Ah, da kann man sich jetzt natürlich Punkte holen. Ich denke, das hier ist vergebene Liebesmühe. Da sollten wir uns lieber einen neuen Punkt holen. Gravel Pass. Würde ich auch mal vorschlagen. Schwerer feindlicher Panzer. Was ist die Towerage Technikanlage? Group leader, how about we go for Gravel Pass or defend Towerage Technical Facility? Mal sehen, was er sagt.
Toll. Wir haben die Einrichtung erfolgreich verteidigt. Herzlichen Glückwunsch. Was ist denn hier mit meiner rechten Maustaste los? Wow, fuck this shit. Ist das ein Trottel? Fährt er hier direkt vor die Base. Oh, gut. Den Wegpunkt geändert? Nein. Jetzt will er wahrscheinlich hier erstmal verteidigen. Hallo. Was schießt denn hier? Ist hier wieder die Liberator oder was? Ah, klar. So. Wo ist der Sanitäter? Medic! Jawohl. So muss das sein. Ingenieur. Wiederbeleben um Drufter, der ist gleich tot. Ah, jetzt ist er tot. Medic. Ja, nein, vielleicht. Keiner, niemand. Medic. Warum nicht? Oh Mann. Kein Medic. Feindliches Kampfflugzeug im Einsatzgebiet. So muss das sein, Soldat. Jawohl, Alter. Das ist mal ein Bombardement. Ha! Sehr nice. Ja, kriegst ein bisschen Moon. Zack. Schön macht ihr das. Ja. Oh, da ist jetzt auch noch ein Tank. Hier ein Tank, da ein Tank, Tank everywhere. Ah! Voll knicken. Das ist ja niemals durch. Ja, und unten kriegen wir wieder den Arsch weggeklaut, ey. Leute. Oh! Ich bin Squad Leader. Warum sagt mir das keiner? Oh, direkt mal Rückzug. Bap. So. Macht gar keinen Sinn mehr hier. Whoop. Ouch. Er ist wieder zurückerobert, ne? Generator repariert. Super. So, wie kommen wir da nochmal hoch? Kein Plan. Fuck you.
Ey, das soll ich mal verpissen. Ach, scheiße. Da verfliegt er mit seinem verkackten Flieger rum. Borst. Wie kommt man hier hoch? Mit Jump Pads oder irgendwie? Teleporter, irgendwas. Komm mal da hoch. Keine Ahnung. Wie kommen wir da hoch? Muss ich hier Panzer holen? Panzer? Ja! Okay, das ist schon mal gut. Und nochmal ein Panzer jetzt. Lightning. Uff. Oh. Ah, fuck you. Egal. I will survive. Versteck dich, Junge. Alter, ist das ein Heavy Tank oder was? Gibt's ja gar nicht. Wo hält denn der aus? Ah. Bin ich gleich Geschichte. Generator zerstört. Oh, die sieht er mich nicht, ey. Hockt er hinten drin, aber ich kann da nicht hingucken, Alter. Ist jetzt scheiße, ey. Ich komme hier. Oh, super, da kommt noch mehr. Ich kann nicht hin, ich kann nicht her, ich kann nicht hin, ich kann nicht weg, ich kann nichts. Ich kann höchstens. Shit. Feindlichen Lightning-Panzer gesichtet. Der Feind hat schwere Panzereinheiten in diesem Gebiet. Achtung, in der Nähe befindet sich eine schwere Gegnereinheit. Ja gut. 5 Energiepunkten oder was weiß ich, wie viel das waren. Hat man eh geschissen. Nicht wahr? Oder ob. Aber machen wir noch bis 100 Zertifikationspunkte und dann beenden wir das Chaos mal hier. Oder wie, oder was?
Wow. 4 Leute gucken mir zu. Das ist mehr als ich jemals hatte. Unglaublich. Aber nur Fahrzeuge, da kannst du nichts machen, ey. Fahrzeuge und Flieger. Jo, was machen wir da? Schauen wir mal zu den Fahrzeugen kommen und holen uns was. Irgendwo hier hockt einer. Ja, komm raus, du Lutscher. Feindlicher Ingenieur gesichtet. Ach, hier sind die Jump Pads. Aha. Ach ja. Ach, da bin ich ja genau neben da. Nee. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Scheiße. Hier hinten den Punkt irgendwie wieder zurückerobern, weil sonst verlieren wir die Basis auch noch. Aber kann mir auch egal sein. 2 Punkte noch und dann bin ich hier weg. Ich hoffe, die Qualität vom Stream war gut genug. Und ich habe mich nicht ganz so dabbig angestellt für meinen ersten Stream. Hoffe ich. Komm, komm, komm! Tu es, tu es! Ich bin drin. Höre ich keinen kommen? Schutzschildgenerator kritisch. Och, was war das denn? Das war ja grottenschlecht. Oh, leck. Brandy 666. Ich merke schon, das Ding hier können wir auch aufgeben. Kommen wir auch nicht auf den grünen Zweig. Was? Wie geht das denn? Wer hat denn hier reingeschossen? Robberompi. Robberompi? Wer nennt sich denn Robberompi? Ah, verlieren wir wieder alles, was wir vorhin eingenommen haben. Ehrlich. Ich weiß nicht, weil die da oben immer noch rumkämpfen, wo sie die ganze Zeit schon gekämpft haben. Warum auch nicht?
Ich will nur meine zwei Punkte und dann bin ich ja weg. Der Lutscher. So nett. Hier, was ist das? Du Eule. Das gibt's doch einfach nicht. Krieg nix geschissen. Schon wieder die Robbe. Hier ist so schön. Im Winter kloppen wir die Robben tot. Die schönsten Dinge im Leben sind kostenlos. Wo ist dieser verkackte Aufgeben existiert im Wortschatz eines Robbenspaß? PR-Soldaten nicht. Jawohl. Zack. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. So, noch ein Punkt. Diese Einrichtung darf nicht in die Hände des Feindes fallen. Machen wir jetzt so. Oh, noch 10 Sekunden. Da hauen wir mal schnell ab. 3, 2, 1 und tschüss. Verlasst umgehend den Sperrbereich. Der Feind hat die Einrichtung. Eine kostspielige Niederlage. Rechtzeitig hier den Arsch gerettet. Ah, hier kämpft ihr auf verloren Posten. Wollen wir gar nicht weitermachen hier. Ah, schön. Gibt ja keine Trupps. Peitsche. Ah. Das kann man natürlich nichts machen, wenn man hier nicht mal mehr ein Team auf Team hat, das zusammen spielt. Meistens sind, wie gesagt, wahrscheinlich eh noch auf Arbeit. So, der macht's immer lang. So. Haben wir die 100 Punkte. Verteidigen wir das Ding noch 30 Sekunden. Wir schlagen sie in die Flucht. Wow. Die Vorgesetzten sind beeindruckt. Gute Arbeit. Irgendwie ist mein rechte Maustaste am Arsch. Also auch nicht. Will mich jetzt verarschen hier oder was? Wo kommt der jetzt? Links oben, rechts unten. Zack, zack. Geh du mal da hoch. Das ist der Lackaffer.
Sag mal! Die Maus nicht in Ordnung. Achtung, in der Nähe befindet sich eine schwere gegnerische Einheit. Kann mal seinen Arsch runter bewegen. Och jo. Kommen sie noch mit Fliegern. Egal. So, letzter Tod. Grottenschlecht. Egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War mein erstes Let's Play bei Blendezeit. Je nachdem wie es angekommen ist, werde ich jetzt öfter mal versuchen, online zu gehen, zu streamen. Ja. Das war's dann von meiner Seite und tschüss!